Hallo liebe Kinder, Namaste. Ich begrüße dich hier aus meinem Garten zum Kinder-Yoga für Anahata Kids. Das sind die Kinder mit ganz viel Energie im Herzen. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir und anderen Kindern Kinder-Yoga zu machen. Und der Kater Yogi hat sicher wieder eine lustige Geschichte zu erzählen. Du brauchst für das 3 Sachen, nämlich eine Matte oder ein Tuch, kann auch ein Badtuch, ein Frotteetuch sein, wo du kannst die Übungen drauf machen kannst. Dann brauchst du noch ein Stofftierchen. Genau, ich habe den Kater Yogi mitgenommen. Und dann bräuchtest du noch 2 Tüchli. Ich habe da ein orangiges und ein violettes mitgenommen. Es müssen aber nicht genau solche sein. Du kannst einfach 2 Halstüchli nehmen. Du kannst Mami fragen, sie dürfen auch gemustert sein. Und ja, einfach nicht zu gross vielleicht. Du kannst jetzt diese Sachen zusammensuchen. Und wenn du parat bist, machst du einen Schneidersitz auf deiner Matte. Du kannst deine Matte so anstellen, dass du genau auf dem Bildschirm siehst, dass du mich gut siehst. Und wenn du parat bist, dann sitzt du an. Wir warten, bis das Lied fertig ist. Bis dann sollten alle ihre Sachen zusammengesucht haben. Und dann fängt es an. Rainbow today, all the colors of the world. I'm a rainbow today, all the colors of the world. I'm a rainbow today, all the colors of the world are in me. All the colors of the world are in me. Genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle eure Sachen zusammengesucht. Und wir fangen an. Am Anfang der Yogastunde tue ich immer einmal Klangschalen anschlagen, weil die tönt so schön. Da kann man mal einfach hören. Die hat nämlich ganz einen langen Klang. Ihr könnt auch die Augen zumachen. Genau, bis man nichts mehr hört. Die Kinder, die schon bei mir im Yoga waren, die wissen, am Anfang haben wir immer das Namaste-Lied gemacht miteinander. Da sind wir einmal im Kreis gestanden und haben uns die Hand gegeben. Das geht jetzt leider nicht. Wir können uns auch die Hände nicht drücken. Aber dafür machen wir Blumenatmung. Das ist die Knospe von einer Blume. Und beim Einschnaufen geht sie auf. Und beim Ausschnaufen geht sie wieder zu. Beim Einschnaufen geht sie wieder auf. Beim Ausschnaufen wieder zu. Dann machen wir Namaste, Namaste. Und dann geht die Sonne auf und wieder unter. Und wieder auf und wieder unter. Und dann kommt nochmal die Blume dran. Und nochmal Namaste. Und so begrüßen wir uns alle begrüßen. Das könnt ihr alle einfach gerade mitmachen, es ist nicht schwer. Einfach gerade zuschauen. The light in me sees the light in you. The light in me sees the light in you. I honor you as you honor me. Namaste, namaste,
Und jetzt möchte ich euch noch jemanden vorstellen. Da drin ist nämlich die Louisanne. Da vorne steht ihr Name. Und die Louisanne, die kann nicht wie jemand, der ganz gut schon lange Yoga macht, sich ganz, ganz klein zusammenkrugeln. Darum hat sie in dem kleinen Säckchen Platz. Und hoppla, da kommt sie schon raus. Die Louisanne, die tut sich gerne bewegen, macht gerne Yoga. Sie geht gerne im Wald und auf die Wiese springen und spielen mit anderen. Aber jetzt kann sie halt nicht so viel raus. Und darum freut sie sich umso mehr, die Geschichten vom Yogi zuzuhören, weil der ist eine Katze. Der darf noch überall rumspazieren und der erzählt uns heute genau so eine Geschichte. Und zwar erzählt er uns eine Geschichte vom Wald. Manchmal hat es im Wald eine grosse Wiese, mitten im Wald, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, das ist eine Waldlichtung. Und von so einer Waldlichtung wollen wir heute etwas erzählen. Genau. Auf dieser Waldlichtung ist ganz ein riesengroßer Baum gestanden. Der war schon ganz alt. Es war eine grosse Eiche. Und um die grosse Eiche herum waren Waldtiere, die miteinander gelebt haben und gespielt. Zum Beispiel ein Hirsch hatte es dort umeinander. 2 Häsli. Zwei Igeli. Zwei Vögeli. Ein Fuchs, da tun wir den Ofen. Genau. Und 2 Eichhörnchen. Da tun wir wieder oben so. Genau. Das sind die Tiere, die auf dieser Waldlichtung gewohnt haben. Jetzt kannst du mal ganz genau schauen, wo welches Tierli ist und probierst es zu merken. Wenn ich dann sage, einschauen, tust du die Augen zudecken und ich tue dann ein Tierli verstecken. Eins geht sich hinter der grossen Eiche verstecken. Mal schauen, ob du herausfindest, welches. Also, einschauen. Wieder schauen. Hast du es herausgefunden? Genau. Mal schauen, da ist das Igeli, das sich versteckt hat. Gut, nochmal einschauen. Wieder schauen. Wer hat sich das mal versteckt? Schauen wir mal, ist es echt das Vögeli? Genau, das Vögeli hat sich versteckt. Gut, dann darfst du nochmal einschauen. Und wieder schauen. Wer hat sich das mal versteckt? Hinter einem grossen Baum. Wenn wir mal schauen. Gerade 2 Häsli sind das gewesen. Genau. Und manchmal hat sich auch ein Eichhörnchen versteckt. Oder der Fuchs. Oder der Hirsch, der dort in die Büsche hintergegangen ist. Und so haben die Tiere da gespielt um die grosse Eiche. Aber das werden wir dann nachher mit dem Yogi noch erzählen. Am Morgen, bevor der Yogi in den Wald gegangen ist er noch ganz zusammengekuschelt in seinem Körbchen gelegen. Ihr könnt es so machen, dann könnt ihr genau schauen, was ich mache. Ich mache es so damit ihr mich gut seht. Wir gehen auf die Knie und sitzen ab. Und der Yogi ist in seinem Körbchen gelegen. Für das gehen wir runterliegen und den Kopf ablegen und die Arme
die strecken wir einfach dahinter strecken. So ist der Yogi immer in seinem Körbli gelegen. An dem Morgen hat die Sonne gekützelt an der Nase und er hat seine Pfoten neben die Tore gestellt und sich aufgestoßen. Und die Sonne angeschaut. Aber er war noch ein bisschen müde, darum ist er wieder abgelegen und in sein Körbli rein. Aber die Sonne hat immer weiter gekützelt und darum hat er die Pfoten nochmal angestellt und aufgeschaut in die Sonne. Aber er war immer noch viel zu müde und nochmal abgelegen. Aber die Sonne hat nicht aufgegeben. Sie hat immer weiter gekützelt. Und der Yogi ist nochmal aufgesessen und dann hat er beschlossen, also gut, dann stehe ich jetzt auf und zuerst muss ich mich mal strecken. Der Yogi hat den Buckel aufgestreckt, das auch gerade machen, so auf allen Vieren. Und dann hat er mit der Nase hochgeschaut zu der Sonne und nochmal einen Buckel gemacht. Und nochmal zu der Sonne geschaut. Und das letzte Mal den Buckel gemacht, bevor er gemerkt hat, dass er Hunger hat. Und er ist schnell runtergegangen, um zu schauen, ob irgendjemand im Haus ist, wo ihm etwas zu essen geben könnte. Tatsächlich, da war jemand. Und der Yogi hat sich gefreut. Er ist auf den Rücken gelegen, gerade auf den Rücken liegen und hat mit allen Pfoten und allen Beinen gestrampelt. Ganz fest ausschütteln, ausschütteln, ausschütteln. Genau. Aber zu lang hat er nicht wollen. Er hat ja Hunger. Und bald hat der Mensch in dem Haus, wo der Yogi wohnt, ihm auch ein Tellerchen hergestellt. Der Yogi ist noch ein kleines Kätzchen und darf darum noch ein bisschen Milch haben. Und der Yogi, der streckt einmal seine Pfoten ganz weit vor. Und das Fudi geht hinten runter zu den Fersen. Und dann schlägt er die Milch. Und wieder hinten runter. Und schlägt die Milch aus dem Teller. Und nochmal hinten runter. Und schlägt nochmal. So, jetzt ist er fit, zum zuerst über die Dächer springen. Für das müssen wir die Zehen aufstellen. Im Yoga heisst das der Hund. Aber für uns ist es einfach ein Hausdach, weil es auch so dreieckig ist. Und der Yogi ist aufs Dach rauf. Da strecken wir den Popo auf. Und den Kopf lassen wir hängen. Und er ist gelaufen, 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 gelaufen. Und wieder runter. Und wir sitzen nochmal runter. Und wir machen nochmal ein Hausdach. Kopf hängen lassen, Fudi aufstrecken und laufen und laufen und laufen und laufen und wieder auf die Knie runterkommen. Sich nochmal ganz fest strecken und wieder rauf und laufen, 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 laufen und endlich ist er bei seiner Lieblingswiese angekommen. Dort hat es auch so einen schönen Baum, wie im Wald. Und dort drunter hat sich der Yogi das erste Mal gelegt. Es hat so fein geschmeckt von den Blumen. Und die Vögel haben gepfiffen. Das gehört der Yogi auch gerne. Ich könnt euch mal auf den Rücken legen. Jetzt hier noch ein bisschen vorne. Und euer Stofftierchen, das ihr parat gemacht habt, auf den Bauch legen. Weil die Stofftierchen, die haben das ganz gern, wenn sie auf dem Bauch liegen. Und wenn man dann schnauft, dann geht nämlich der Bauch hoch und runter. Und dann wird es schön gewiegelt. Schaut mal. Ihr könnt euch ausstrecken und noch ein bisschen weiter euer Stofftierchen wiegeln. Weil der Yogi, der ist einen Moment dort liegen geblieben und hat gehört, was er so hört rundherum. Ihr könnt auch mal die Augen zumachen und hören,
was ihr so hört. Vielleicht hört ihr ein paar Vögel aus meinem Garten. Aber als der Yogi so den Geräusch gehört hat, ist ihm plötzlich ein kleiner, frecher Schmetterling auf die Nase geflogen. Der Yogi hat gedacht, das ist jetzt ein Frecher, was will der von mir? Aber der kleine Schmetterling hat gesagt, komm mit, Yogi. Und er ist geflattert. Ich könnte jetzt mal die Beine so auseinanderheben. Und vorne mit den Händen hebt er die Füße zusammen. Die Fußsohlen sind aneinander. Dann hebt er die Füße zusammen, weil der kleine Schmetterling, der ist geflattert und geflattert und geflattert und auf ein Blümchen gesessen. Der Yogi hat gerade wieder absitzen und herabblicken. Aber der Schmetterling hat gesagt, nein, 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 komm. Und ist geflattert und geflattert und geflattert und auf ein anderes Blümchen gesessen. Und dann noch ein bisschen weiter, geflattert und geflattert und geflattert. Und nochmal auf ein Blümchen gesessen. Und immer so weiter. Und der Yogi, der hat dann gefunden, dann gehe ich halt mal schauen, was der kleine Schmetterling mir zeigen will. Und der Schmetterling ist immer weiter geflogen. Immer weiter und weiter. Ich könnte jetzt so in die Tüchlein nehmen, weil am Schmetterling sind die Flügel, die sind auch immer grösser geworden. Und er ist geflogen, geflogen. Wir dürfen weiter rumtanzen im Zimmer, wenn wir Lust haben. Ich sitze jetzt im Klavier. Kommt sogar noch der Wind.
Und der Yogi immer hinterher, bis sie eben auf die schöne Waldlichtung gekommen sind, mit dem grossen Baum. Der kleine Schmetterling, der hat sich auf eine ganz besondere Blume gesetzt. Das war zuerst eigentlich noch zu. Wir können uns ein Tüchlein nehmen und mal probieren, ganz klein zusammenzuknusten. Immer kleiner. Ich könnte auch nur eins nehmen. Ich habe ein bisschen grössere Hände. Und wir machen das ganz klein, bis man fast nichts mehr sieht in den Händen. Ganz verstecken. Genau. Und als der Yogi hergeschaut hat, ist die Blüte langsam aufgegangen. Wir schnaufen einmal einschnaufen, ausschnaufen und beim fest Einschnaufen geht sie langsam auf. Wieder mal, hups, wollte schon davon fliegen. Langsam geht sie auf. Genau. Und auf diese Blüte ist der Schmetterling dann gesessen. Ich glaube, ich muss den verfestigen mit einem Stein. So. Und der Yogi, der ist aus dem Staunen auch nicht mehr rausgekommen von dem schönen Baum, von dieser schönen Eiche. Und er hat geschaut und geschaut. Und der kleine Schmetterling hat gesagt, Yogi, willst du nicht ein bisschen mit dem Waldtier spielen? Aber der Yogi hat zuerst immer noch die grosse Eichen angeschaut. Ihr könnt mal euer Stofftier nehmen und dann irgendwo vor euch ansetzen, dass ihr es anschauen könnt. Und dann versuchen wir mal, so einen schönen grossen Baum wie die Eiche zu machen. Zuerst tun wir die Beine zusammen, schön zusammenheben die Füße und die Hände tun wir in Namaste. Und wir stellen uns vor, dass uns ganz, ganz starke, lange Wurzeln aus den Füßen rauswachsen. Vor allem aus einem jetzt. Und die machen, dass der Baum überhaupt nicht umgeht. Gar nicht. Wir schauen zuerst einen Fuß auf den anderen und schauen immer unser Stofftier an. Ich schaue den Yogi an. Und dann kann das Bein, das auf dem Fuß ist, ein bisschen rauf am Bein, vielleicht oder ein bisschen weiter oben. Und probieren da immer zu bleiben und nicht zu wackeln. Und wenn man nicht wackelt, kann der Baum noch wachsen, wachsen, wachsen. Und wenn er ganz gross ist, kommen wir wieder runter. Genau. Jetzt machen wir das noch mit dem anderen Fuß. Wir lassen ganz starke Wurzeln wachsen aus dem Fuß. Dann den anderen Fuß auf den Fuß stellen. Das Stofftierchen anschauen. Und wenn man das Gefühl hat, dass man ganz einen starken Stamm hat, dann kann man mal rauf, mit dem Bein und mit dem Knie. Und dort bleiben. Und wenn es immer noch gut geht, dann wächst der Baum in die Höhe. Wird ganz gross. Und dann kommen wir wieder runter. Genau. Und erst dann hat der Yogi gesehen, dass es da ganz viele Tiere hat um den Baum herum. Zuallererst hat er die Igeli gesehen. Ich zeige euch das Igeli nochmal. Schaut da. Die Igeli. Und Igeli, die haben ein Fangis gemacht. Und zwar ein Kugelfangis. Sie sind rumgerannt. Und wenn ein anderer Igel, der fangen sollte, fast bei ihnen war, dann haben sie das Kugeli gemacht. Das geht so wie am Anfang das Körbchen vom Yogi. Nur, dass wir hinten die Hände zusammenheben. Und dann gehen wir auf dem Rücken ein bisschen rauf und strecken unsere Finger in die Luft. Das sind dann die Stacheln. Und wieder runter. Und dann rennen die Igeli wieder rum. Dann rennen sie wieder rum. Und wenn sie gefangen werden, würden sie schnell Igeli machen, Kugeli machen.
Genau. Ihr dürft nur mal umrennen. Und wenn ich rufe, dann macht ihr schnell das Kugeli. Rennen, rennen, rennen. Kugeli. Genau. So geht das Kugeli. Einen Moment lang hat der Yogi mit diesen Igeli gespielt. Aber dann hat er gesehen, da hat es ja noch andere Tiere, die spielen. Nämlich die Häsli. Und die Häsli, die haben Versteckis gemacht. Genau. Die haben gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und bis dann mussten sie versteckt sein. Aber irgendetwas hat immer vorher geschaut, weil die Häsli, da gehen wir raufgehen auf die Knie. Die haben ja so lange Ohren, ganz lange Ohren. Dann tun wir hier hinten wieder heben, die Hände verschränken. Und das Mal tun wir nicht absitzen, sondern das Mal bleiben wir da oben. Und dann gehen wir ganz langsam gegen den Boden, mit der Stirn auf den Boden und strecken unsere Arme mit Luft. Und dann nachher kann man die immer finden, die Häsli. Und wir zählen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann strecken die Häsli wieder ihre Ohren. Genau. Zuoberst oben auf dem Baum hat er noch die Vögel gesehen spielen. Und die Vögel, die haben auf dem Baum gesungen, aber zum Singen haben sie immer Platz gewechselt. Wir machen die Beine ein bisschen auseinander, die Füße auch ein bisschen auseinander, weil die sind geflogen, geflogen, geflogen. Und dann gehen wir langsam vorne runter mit den Händen zwischen den Beinen durch die Knie machen und dann um die Beine. Aber ganz gut aufpassen, dass man nicht vorne runterkippt und die Hände auf die Füße legen. Wenn man nicht ganz um die Beine herumkommt, darf man auch hinten heben oder vorne auf den Füßen heben. Das ist ein bisschen weniger schwierig. Da kann man auch sich heben. Das mit rundum, das ist das Schwierigste. Genau. Wir fliegen mal 1, 2, 3 und wechseln den Ast. Genau. Noch einmal. 1, 2, 3 und jetzt mache ich mal den einfacheren Spatz. Genau. Oder rundum, wer das schon kann. Genau. Der Kater Yogi, den wir wieder ein bisschen holen. Genau, der Kater Yogi, der hat den ganzen Tag mit den Tierchen im Wald gespielt. Den ganzen Tag. Und langsam ist es ein bisschen dunkel geworden. Und im Wald hat man ganz ein schönes Geräusch gehört. Und alle Tierchen haben gesagt, kommt, wir versammeln uns um die grossen Eichen und kuscheln uns aneinander. Komm Yogi, komm auch, weil jetzt kommt die Musikfee und singt uns Zaubernoten, damit wir gut schlafen können. Die Musikfee, so eine herzige kleine Fee, schaut mal. Zeig sie euch einmal. Und alle Tiere im Wald haben die Musikfee sehr gern. Ausser einen. Das ist der Uhu. Weil der Uhu, der will in der Nacht nicht schlafen. Der bleibt nämlich dann immer wach. Und wenn er die Musikfee sieht, dann hebt er sich die Ohren zu. Und fliegt am liebsten ein bisschen weg, damit er die Zaubernoten nicht hört. Aber der Yogi,
Der hat sich mit den anderen Tieren schön angelegt und hat angefangen zu hören. Auch die Luisa legt sich jetzt hierher. Und du darfst dich jetzt auch gerade auf deine Matte legen oder auf dein Tuch oder auf dein Bett. Ganz bequem anlegen. Und die Beine strecken. So. Und einmal vielleicht langsam ein bisschen die Augen zumachen. Und einmal hören, ob du die Musik von der Musikfee, die Zaubernoten auch hörst von der Musikfee. Der Yogi hat auch die Augen zugemacht und bald anfangen zu träumen. Schließ jetzt deine Augen und wird ganz still. Und stell dir vor, dass du vor dem riesengroßen, mächtigen Baum stehst. Der grösste Baum, den du je gesehen hast. Es ist der Zauberbaum. Und du entdeckst in seinem Stamm eine kleine Tür. Mach sie auf und geh mal rein. Und dann kommst du in eine Märchenwelt. Und dort im Inneren gibt es noch hunderte von anderen Türen. Und auf jeder steht ein Name. Schau mal, ob du eine Tür findest, wo dein Name drauf steht. Vielleicht entdeckst du sie. Und wenn du sie gefunden hast, dann geh rein in den Raum. Es ist dein besonderes Zimmer. Und in der Ecke steht ein grosser Sessel. Geh hin zu dem Sessel und setz dich ganz still rein. Und träum friedlich vor dich hin. Gerade neben dem Sessel steht ein Tischli. Und auf dem Tischli hat es ein silbriges Kästli. Das ist deine Kraftkiste. In dieser Kraftkiste ist alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst, um in schwierigen Situationen oder wenn du Angst hast oder vielleicht einmal traurig bist, brauchst, um damit fertig zu werden. Mach das Kästchen auf. Es sind viele bunte Kärtchen drin und auf jedem steht das Wort. Und auf Paaren hat es auch Bilder. Es steht zum Beispiel drauf Liebe oder Frieden oder Glück oder Mut. Die Bilder, die es drauf haben, sind ein Kleeblatt, ein Herz, ein Marienkäferli oder einen mutigen Indianer. Zieh eine Karte und lies, was drauf steht. Welche Karte hast du heute gezogen? Denk darüber nach, was das Wort auf der Karte echt für dich bedeutet. Und träum noch ein bisschen weiter auf dem schönen Sessel. Und wenn du so weit bist, dann tust du die Karte wieder zurück ins Kästchen. Du stehst auf aus dem Sessel und gehst aus dem Raum. Machst die Türen wieder zu und gehst aus dem Zauberbaum raus. Und immer, wenn du dich ärgerst oder Angst hast oder unglücklich bist, dann weisst, mach die Augen zu und geh zum Zauberbaum in dein Geheimzimmer. Zieh eine Karte und dann fühlst du dich ja gerade wieder besser. Alles ist dort drin, was ich brauche. Alles ist dort drin. Und dann, wenn du so weit bist, dann bewege ein bisschen deine Finger und dann deine Zehen. Und
und streck dich ganz weit aus. Mach dich so lang wie du kannst. Und wenn du magst, machst du langsam die Augen auf. Und du bist wieder bei dir, in deinem Zimmer. Und nach dieser Traumgeschichte ist unser heutiger Kinder-Yoga fertig. Ich nehme eine Klangschale. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe mich gefreut, dass du dabei bist. Namaste. I am green today. I chirp with joy like a cricket song. I am gray today. Gloomy and damp like a morning fog. I am orange today. Loud and messy like finger paint on the wall. I am red today. Hopping mad like a playground ball. I am black today. Strong and tall, a great big